Nun zum Hauptteil unserer heutigen Sendung, dem Filmbeitrag 1000 Tonnen Dreck, den uns freundlicherweise die Filmstelle der Deutschen Bahn AG zur Verfügung gestellt hat. Darin wird ein Güterwagen beobachtet von seiner Fahrt von Griechenland nach Schweden. Ein Film aus dem Jahr 1976. Vieles hat sich seit der damaligen Zeit verändert, beispielsweise durch den Krieg im früheren Jugoslawien. Viel Spaß nun bei der Fahrt, die in Thessaloniki beginnt, und ein Kollege von mir führt Sie durch die Sendung. Er heißt Otto. Es ist allerdings nicht der mit den langen blonden Haaren. Also Griechenland, genauer gesagt Makedonien, ein Obstgarten Europas bei Thessaloniki. Hier fängt unser Abenteuer an. Griechische Pfirsiche. Aus der Region Skydra, Edessa, Veria werden jährlich über 100.000 Tonnen nach ganz Europa exportiert. Man ist sogar schon auf 170.000 Tonnen gekommen. 3/4 davon gehen in die Bundesrepublik Deutschland. Weintrauben, Pfirsiche, Aprikosen, Orangen. Mehr als 300.000 Tonnen Obst wandern jährlich von hier in den Norden, per Bahn, per TEEM. Nach Österreich, in die Schweiz, die Benelux-Länder, die Sowjetunion, nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Skandinavien. Verplombt wird vor Ort und erst am Zielbahnhof irgendwo in Europa wieder geöffnet. Das spart Zeit beim Grenzübertritt. Ab nach Thessaloniki. Dort werden die Kumpanen zusammengestellt für den großen Trek nordwärts. Woher ich das alles so genau weiß? Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Aber ich glaube, ich stelle mich höflicherweise erst einmal vor. Otto, TEEM Güterwagen. TEEM? Naja, ich versuch's mal. Trans-Europe Express Marchandise. Also, Trans heißt durch. Europe ist Europa, ne? Was sonst? Express ist eben schnell. Und Marchandise ist das französische Wort für Güter, für Waren. S ist das international vereinbarte Zeichen für Wagen, die 100 Kilometer in der Stunde laufen können. Andersrum, ein TEEM ist ein TEE, der leicht verderbliche und eilbedürftige Waren schnell durch Europa befördert. Aber eilbedürftig ist nicht nur Obst. Ich fasse diesmal Baumwolle für Schweden. Das letzte Mal habe ich Tabak von Thessaloniki nach London geschafft. In Thessaloniki werden uns auch Wagen mit wertvoller Ware aus Athen, aus ganz Griechenland beigestellt. Oliven, Olivenöl, Orangen, Rosinen. Im Sommer und Herbst verlassen täglich 10 bis 15 TEEM mit je 25 bis 30 Wagen den Güterbahnhof Thessaloniki. Übrigens, TEEM befördern die schönen Sachen ohne besonderen Frachtzuschlag. Thessaloniki, adieu. Noch was, TEEM-Güterwagen sind nicht an eine bestimmte Strecke gebunden. Wir fahren kreuz und quer durch Europa. Hauptstrecken, Nebenstrecken, Anschlussgleis bis in die Fabrik. Da kriegst du natürlich alles Mögliche zu sehen und zu hören. Idomeni, Trennstation. Wir werden höflich empfangen, denn wir sind weithin vorgemeldet. Zollabfertigung ist für uns reine Papiersache. In Idomeni auf griechischer wie gleich in Gevgelia auf jugoslawischer Seite. In uns braucht nicht hineingeschaut zu werden. Das ist der Sinn der Verplombung vor Ort. Kein Zeitverlust an Grenzübergängen. Ein Beamter stellt fest, dass wir noch alle da sind und im Zollhaus stempelt man die Frachtbriefe ab. Selbstverständlich werden wir überall betriebstechnisch sorgfältig überwacht. Sicherheit hat Vorrang. Schnell sind wir trotzdem.
In Gevgelija, der ersten jugoslawischen Station auf der Reise nach Norden, erhalten wir hin und wieder Zuwachs. Obst und Gemüse aus der Gegend. Aufenthalt an der Grenze, alles in allem 2 bis 3 Stunden. Mensch, ein ganz schöner Bandwurm. 400 bis 500 Meter lang. So ein TEEM befördert bis 1000 Tonnen. Reben, Weinfelder, nicht Berge wie bei uns, kilometerlang durch die jugoslawische Republik Makedonien, Richtung Skopje. Das meiste wächst bei Demirkapja, Negotino und Titov Veles. Bekanntester Exportwein ist der weiße Žilavka. Prokupac, Teran, Vranac sind die Rotweine der Gegend. Sie werden aber nicht nur in Zisternen befördert, sondern auch kistenweise in Flaschen, per Bahn. Diese beiden Tankwagen gehen übrigens mit TEEM nach Frankreich. Wenn man bedenkt, hunderte Liter Wein im Bauch. Und da hast noch nie einen torkelnden Güterwagen gesehen. Durch die Schluchten des Balkan. Die Varda-Schlucht. Für 3 ist sie zu eng. Naja, der Fluss war zuerst da, aber dann kommt die Bahn. Die Straße gesellt sich erst später dazu, wenn mehr Platz ist. Fluss hin, Straße her. Die Bahn befördert in Jugoslawien die Hälfte der Güter. Im Personenverkehr führt die jugoslawische Eisenbahn gar mit 75%. Was habe ich gesagt? Industrieprodukte per TEEM aus dem Norden nach Thessaloniki oder weiter nach Athen, vielleicht sogar per Schiff in den vorderen Orient, nach Afrika und wohin die Schiffe sonst noch so fahren. Skopje, Güterbahnhof, kurzer Aufenthalt. Vor Jahren durch ein Erdbeben fast völlig zerstört, steht sie wieder, die makedonische Hauptstadt. Als Mahnmal an die Katastrophe von 1963 bleibt die Ruine des Hauptbahnhofs erhalten, mit einem Gedenkwort von Tito. Ab Skopje fahren wir elektrisch. Und wir nehmen nicht nur die beiden Burschen mit Wein nach Frankreich mit, sondern auch Wagen voll von Tabak, Keramik, Wolle, Leder und Holz. Spezialerzeugnisse der Umgebung, die irgendwo in Europa an den Verbraucher gebracht werden. ...450 Kilometer bis Belgrad. Aber längst bevor morgen früh die Sonne aufgeht, sind wir dort. Ohne Aufenthalt durch die Nacht. Prinz Eugen, der edle Ritter. Belgrad, Beograd. Beo, weiß, Grad, die Stadt. Die weiße Stadt. Die Hauptstadt der sozialistischen föderativen Republik Jugoslawien. 1,2 Millionen Einwohner. Selbstredend ist Belgrad auch der größte Eisenbahnknotenpunkt Jugoslawiens und einer der bedeutendsten auf dem Balkan dazu. Save-Donau-Mündung. In Belgrad ist die Donau ganz schön breit. Bei Donauwörth sehen wir sie wieder. Im Güterbahnhof werden wir auseinanderrangiert. Ab Belgrad geht zum Beispiel eine Menge Orangen via Budapest in die Sowjetunion. Und wir nehmen Slivovitz mit für Europäer. Große Verkehrsader also.
Die Hauptstadt beherbergt aber auch die größte Metallindustrie, die meisten Maschinenfabriken und das Kernforschungszentrum Jugoslawiens. Von Belgrad aus zweigt das TEEM-Netz schon weit auseinander. Guck mal, wir sind schnell genug. Warum sollten wir da nicht höflich sein? Vorsichtig sind wir sowieso. Soweit du sehen kannst, Maisfelder und Weiden, flach wie ein Brett. So geht's über Zagreb nach Ljubljana. TEEM. Seit über 15 Jahren verbinden wir nun schon die wichtigsten Produktions- und Verbraucherzentren Europas. Wein aus Slowenien helfen wir von Ljubljana sogar nach New York transportieren. Die Eisenbahn als Schrittmacher für Europa? Es ist zwar meine ganz persönliche Meinung, aber ich glaube, wir können schon stolz auf uns sein. Ich jedenfalls bin's. Weitere Spezialität der Gegend um die slowenische Hauptstadt? Kunstglaswagen. Wenn es sein muss, bringen wir auch mal Fahrräder nach Ungarn. Bis auf ein paar Massengüter wie Kohle und Steine befördern wir alles, was schnell an den Mann kommen muss. Auch Edelschrott und italienischen Marmor. Dampflok. Für mich schon ein Stück Eisenbahngeschichte. Aber für uns gibt's noch was in Ljubljana. TEEM fahren Orangen, Pampelmusen und Zitronen aus Israel nordwärts, die vom jugoslawischen Adriahafen Koper heraufkommen, wo sie von Kühlschiffen angelandet werden. Apropos Wein nach New York. Wir bringen ihn via München nach Rotterdam und ein Schiff fährt ihn über den Atlantik. Bremsen in Ordnung? Weiter. Durch Österreich, Deutschland und Dänemark. Der Karawankentunnel. Befahrbar seit 1906. Länge exakt 7.976 Meter. Hier irgendwo überschreiten wir die Grenze zwischen Jugoslawien und Österreich. Lokwechsel. Ab Rosenbach ziehen uns Lokomotiven der österreichischen Bundesbahnen. Auch nachts ist Zollabfertigung Papiersache für uns. Zügig natürlich. Diesmal fahre ich leider nachts durch die Alpen, aber auf dieser Strecke gibt es so viel zu sehen, da berichte ich lieber mal von der Tagfahrt. Die Tauernbahn, klassische Gebirgsbahn. 81 Kilometer von Spittal, Milstädter See bis Schwarzach, St. Veit. Ab 1909 in Betrieb. Sie wird heute zweigleisig ausgebaut und verkürzt. Das meiste davon ist schon fertig. Seit 1971 steht diese imposante Schönheit. Wir fahren mit Vorspannlok. Wir wollen noch hoch hinaus. Da drüben die alte Strecke. Schloss Falkenstein kann ich seit 1974 nah unter mir sehen. Bis 1978 soll die dritte große Brücke die Tauernbahn noch kürzer und schneller machen. Dann fahren wir 90 Spitze. Selbstverständlich vollautomatische Signalsicherungsanlagen auf ganzer Strecke. Hier kann uns auch der Winter nichts anhaben. Die Weichen sind elektrisch beheizt. Da muss wegen Schnee, Eis oder Lawinen kein Zug stecken bleiben. Was red ich vom Wetter? Mehr als 15.000 Güterzüge und gleich viel Personenzüge rollen jährlich über die Tauernbahn. 140 sind Tagesrekord.
Malnitz, 1182 Meter über dem Meer. Der höchstgelegene Bahnhof auf meiner Reise. Noch ein Rekord. 170 Autozüge mit 8.000 bis 10.000 PKWs sind schon an einem Tag durch den Tauerntunnel zwischen Malnitz und Böckstein in beiden Richtungen gefahren. Gleich kommt er. 8,5 Kilometer lang und über mir Berge von 3.200 Metern. Schwarzach-St. Veit, Abzweigung der Westbahn Richtung Tirol. TEM-Kollegen vom Balkan herauf mit Gütern für die Schweiz werden hier abgehängt und ziehen über Innsbruck nach Basel. Nur noch ein Katzensprung und wir sind in Deutschland. Güterbahnhof München Süd. Rund um die Uhr ist da schwer was los. Hier werden wir auseinandergerupft. Kleine Einheiten gehen ins Umland, nach Regensburg oder Nürnberg. Über die Hälfte wird hier entladen, der Rest für die Weiterfahrt nach Norden neu geordnet. Manchen Monat kommen 190 TEM-Züge aus Südosteuropa wie ich, 120 aus Italien und über 20 aus Richtung Frankreich. München Süd ist der größte Obst- und Gemüseverteiler Europas. Hier treffen wir auch Kollegen mit eilbedürftiger Ware aus dem Norden. Sie bringen Holz, Papier, Maschinen, Stahl in den Süden. Futtermittel, Fischmehl und Fleisch. Ein TEM aus Bologna, einer von vielen, mit Obst aus ganz Italien, Edelhölzern aus Afrika und dem berühmten Marmor aus Carrara. Über 20.000 Wagen werden hier jährlich entladen. Fast 300.000 Tonnen leicht verderbliche Ware an den Verbraucher gebracht. Und das ist, wie gesagt, nur die Hälfte von allen Früchten, die TEM transportieren. Frisch, wie eben gepflückt. Fast 40.000 Wagen für Deutschland und nochmal fast 12.000 fürs Ausland passieren mit allem, was wir befördern, im Transitverkehr jährlich den Güterbahnhof München Süd. Nach Westen, Osten und Norden. Ausfahrt für TEM 41812 aus Gleis 32. 153. Ist das nix? Und 2/3 der TEM laufen über das Streckennetz der DB. Wie klein sie hier noch ist, die Donau bei Donauwörth. Wir steigen durch manch schönes Tal, den Spessart und die Rhön hoch.
Gegen Mitternacht sind wir in Hamburg. Aber Hamburg, das muss man auch mal am Tag sehen. Die alte Süderelbbrücke. Der Hafen. Die Norderelbbrücke. Einen TEE im Hauptbahnhof erkennt jeder. Uns kennt man vielleicht weniger, denn was wir Gutes befördern, steigt hier ja nicht aus. Sommer wie Winter, Jahr ein, Jahr aus. Ich habe schon so manche Morgendämmerung auf der Fehmarn-Sundbrücke erlebt. Gehört zur berühmten Vogelfluglinie. Dieses stolze Stück und hilft, Menschen und Waren 1,5 Stunden früher nach Dänemark zu bringen. Es kann schon mal vorkommen, dass der Zoll an der Grenze Stichproben macht, wie hier in Puttgarden, der letzten deutschen Station. Dann sieht er eben auch mal, was wir so in den Norden raufbringen und aus Skandinavien in den Süden transportieren. Papier, Zellulose, Schwedenstahl, Holz, Futtermittel, Fischmehl und Fleisch. Deutschland, ade. Ein Stündchen Ruhepause. Und wir sind in Dänemark, 5. Land auf dieser Reise durch Europa. Rødby. Die Fährschiffe der DB und der dänischen Staatsbahnen befördern jährlich über die Vogelfluglinie 3 Millionen Menschen, mehr als 400.000 PKWs und über 70.000 TEEM Güterwagen. Von Helsingør nach Helsingborg. Nochmal für 20 Minuten aufs Schiff. Diese Fährschiffe sind für unsereinen nicht nur bequem, sondern vor allem praktisch. TEEM-gerecht eben. Ich fahre auf der Kronburg, benannt nach dem Schloss da hinten. Dort soll Hamlet wahrhaftig den Geist seines Vaters gesehen haben. Ich habe keine Zeit für Geister. 3000 Kilometer hinter mir, 60 Stunden auf Achse. In 8 Stunden bin ich in Stockholm meine Baumwolle los und habe vielleicht schon Schwedenstahl geladen für eine Reise von mir aus nach Paris, Rom, Madrid oder Moskau oder zurück nach Thessaloniki. Vielleicht auch mal wieder Ware für Deutschland. Ein Erlebnis auf jeden Fall. Wetten? Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauer, und tschüss.